Ein Waschtag. Die Mädchen mussten mitwerken. Die hat sie der Mutter in der Küche geholfen oder sie musste helfen waschen. Das Waschen war eine lange Prozedur. Das Rastrecken, die Übergewänder oder die Holzerhosen hat man am Abend voran eingeweicht. Für das hat man von der Woche voran ein bisschen Laugen oder Wasser vom Sub gehalten. Man durfte auch nicht vergessen, die verlechneten Holzgelten zu verschwellen. Man hat sie zwar einen Weg an einem feuchten Ort gehalten, etwa im Kellerhals, als sie nicht zu Ras verschweinen. Aber gleich hätte es sein, als es dann zu lang gegangen wäre, bis sie nicht mehr gerunnen hätten. Darum hat man am Abend voran Wasser reingeleert und hat es an einen Ort angestellt, wo sie dürfen rinnen. Wenn es geregnet hat, hat man es unter das Dach drauf tun. Am Morgen sind sie dann wieder Papa gsi. Wenn eine Frau wollte waschen, ist sie am Morgen früh auf, im Kursch anfeuern. Es hat ja da viel warmes Wasser gebraucht und gewaschen hat man einen Weg in der Küche. Fast niemand hat eine Waschküche gehabt. Das Feuer hat man nicht ausgehen lassen, bis man fertig gewaschen hatte. Im Sommer war es dann in der Küche wie in einem Backofen innen. Die dreckigsten Sachen hat man an einem Waschbrett oder mit einer Bürste gerieben. Oder man hat es in einer hohen, schmalen Gelte mit dem Pumper auf und runter gestöpselt. Die andere Wäsche hat man von Hand gerieben. Man hat es vorgewaschen, gespült und noch einmal gewaschen und wieder gespült. Dann hat man den grossen Waschhafen genommen, kaltes Wasser reingeleert und das Waschpulver rein verrührt. Zuerst hat man die Weisswäsche hineingekippt und gesotten, nach der Weiss hast du die Farbe gekommen und nachher die Dreckgetist. Jeden Sud hat man 10 Minuten säuden lassen. Mit einer Holzzange hat man die süttige Wäsche aus dem Waschhafen rausgefischt und noch einmal ausgewaschen oder nachgewaschen. Dann hat man sie 1- oder zweimal warm und zweimal kalt gespült. Das Kaltspülen hat man am Brunnen gemacht. Im Winter war es allerdings auch so kalt, als einem die Hände geklummert haben. Gott und die Großmutter im Krauchzmatt, die hatten es noch kühler gehabt, weil sie das Wasser noch nicht in der Küche hatten. Das zum Süden mussten sie reintragen und zum Spülen sind sie auch im Winter am Brunnen voraus. Die Hände sind dann fast angefroren. Im letzten Spülwasser hat man ein Blebekügeli, das in einem Stofffätzchen eingebunden war, geschwenkt. Da ist das Wasser ein bisschen blau geworden und die weisse Wäsche hat sauberer ausgesehen. Das heisse Wasser, das noch im Waschhafen war, hat man gar noch für etwas gebraucht. Etwa zum Kellerstegen runterfegen oder die Küche rauswaschen. Im Winter war das Waschen auch mühsamer, weil die aufgehängte Wäsche dick gefroren ist. Darum hat man im Winter weniger gewaschen und die Leintücher länger auf den Betten gelassen. Das Begligers Zmatt haben erst im Frühling wieder gewaschen und da sind dann eine ganze Vase voller Leintücher gehangen. Man hat dann auch gesehen, dass sie es haben. An einem Waschtag hat es bei uns immer Türkenmus gegeben. Der Kost war ja heiss und eine Weile vor dem Abend hat man in eine Pfanne Wasser, Milch, Türken und Salz tun. Das hat dann so vor sie hin gesüttelt und ist am Abend links.